So, okay, dann darf ich um Ruhe bitten und darf die Pressekonferenz nach dem Spiel Nierfeld gegen Düren Niederau eröffnen. Ja, ich habe den Torschützen neben mir sitzen, der heute die Pressekonferenz für Düren Niederau macht. Das ist der Florian, der hat das 0-1 geschossen. Sehr effizient, muss ich sagen, eure Mannschaft, eine Chance, 0-1. Und damit fährt man nach Hause. Was sagst du dazu, deine Einschätzung? Ja, ich denke, das war ein riesiger Abnutzungskampf heute für uns. In der ersten Halbzeit war es sicherlich so, dass wir noch ein bisschen mehr Entlastung nach vorne hatten, vielleicht sehr wenige Chancen, aber auch ein paar Angriffe, was in der zweiten Halbzeit natürlich komplett anders war. Wir lassen uns sehr tief fallen und es kommt auch noch natürlich sehr immenser Druck von mir, fällt nochmal viele lange Bälle, sehr oft durchkombiniert. Ja, und dann ist es natürlich so, dass es ein paar Situationen gibt, die wir ganz gut verteidigen, aber auch natürlich die 1-gegen-1-Situation gegen den Torwart, die einfach nicht reingemacht werden von euch, wo wir auch das nötige Glück hatten. Ja, oder sogar sehr viel Glück hatten. Ja, was denke ich noch so den Ticken Sicherheit für uns gebracht hat, weil es viele Bälle, die hoch reingekommen sind, vom Torwart gefangen wurden und nicht irgendwie nochmal aufgetitscht sind oder sonst was, die wurden gefangen und dann konnten wir gucken, dass wir den wieder nach vorne kommen. Alles in allem, denke ich, glücklich gelaufen, sehr wichtiger Sieg für uns. Ja, das glücklich verlaufen kann ich bestätigen. Kann aber auch sagen, dass der Torwart, aber auch eure Nummer 13 wirklich überragend war. Das muss man auch sagen. Unsere Mannschaft hat natürlich den Fehler gemacht und ist mehr durch die Mitte auch gekommen, wo halt er als klassischer Libero, wenn man früher sagte, stand nicht, der Rest hat der Torwart abgefangen. Und dann ein bisschen Glück und dann fährst du eher nach Hause. Ne? Achim, der Mannschaft kann man keinen Vorwurf machen, außer dass sie vielleicht ein Tor zu wenig geschossen hat. Ja, es sind so Spiele, wo man immer sagt, wir hätten noch 3 Stunden spielen können, wir haben ein Tor gemacht. Zuerst mal Glückwunsch, Punkte, oder wir vom Trainerteam können keinen Vorwurf machen, wir haben alles versucht. So Spiele, die hast du einfach, zweite Halbzeit ja fast ein Tor gespielt. Nur trotzdem muss man sagen, wir sind ja noch nicht zwingend genug, und noch der finale Ball ist nicht so entscheidend gekommen. Was mich ein bisschen ärgert ist, wir haben 100 Mal angesprochen vom Trainerteam, keine langen Bälle, der Rahmen da hinten, der köpft alles raus. Ich glaube, der hat einen schweren Basisbruch heute, der hat 40 Bälle rausgeköpft. Das hat auch nichts mit Landesliga zu tun, das ist dann einfach zu wenig, wenn man dann trotzdem immer wieder die Bälle dahin haut. Ja. Ich habe danach noch versucht, den Scheibenball dahin zu stellen, aber das ist ja da, die Kopfbälle, also ja, das war ein, zwei ein bisschen ärgerlich, das haben wir nicht gut umgesetzt und haben eben die Torausbeute. Ansonsten, die hat die eine Chance direkt reingemacht und daher müssen wir jetzt da durch. Noch ärgerlich ist, dass Tepa dann heute noch gewonnen hat. Also wenn wir Nachholspiel gewinnen, rutschen wir auf den Abschiedsplatz. Andersrum habe ich der Mannschaft auch gesagt, wir müssen noch Punkte holen. Und nur auf die 2 Mannschaften gucken, dann bringt nichts. Nur wenn jetzt die Heimspiele siehst, die letzten von uns, die haben alle verloren. Das wird schon ein ganz bitterer Abschiedskampf und da müssen wir uns auf jeden Fall mal einfahren lassen. Weil ich glaube, dass der Rudolf auf einmal jetzt nochmal 25 Tore schießt. Und da gerade hier auf dem Platz, hier das immer Tore kassieren. Und da müssen wir einfach jetzt daran arbeiten. Danke. Ja, danke. Florian, ihr schaut nach oben? Nein, ich denke, wichtig ist es, also das Erste oder das Wichtigste für uns ist, wir sind ja auch jetzt, während wir nicht seit dieser Saison bei der Mannschaft, und es steht immer noch die Entwicklung im Vordergrund, das können wir uns sicherlich insofern leisten, das zu sagen, weil wir eben auf Platz 8 oder wie auch immer jetzt, ich weiß nicht, wie es nach dem Spiel aussieht, heißt, die Entwicklung bis Saisonende steht immer noch im Vordergrund, aber man muss natürlich noch, weil ich glaube, Themen hat gewonnen und eben auch noch 2, 3 Spiele weniger, doch noch nach unten schieben und das wollen wir einfach durch weitere Siege und gute Leistungen noch in Sicherheit bringen. Achim, nächste Woche geht es nach Brühl. Ist normalerweise ein gutes Pflaster, oder? Ja, Brühl hat sich in der Saison jetzt sehr gut entwickelt. Ich glaube, wir haben heute auch wieder gewonnen. Wir schieben natürlich jetzt auch noch nach oben. Das wird ein ganz, ganz schweres Spiel für uns in Brühl. Okay, nur andersrum. Ich bin froh, dass wir heute mindestens keine Karte bekommen haben. Das heißt, wir haben eine gelbe rote Karte, sodass wir den kompletten Kader zur Verfügung haben. Und wir haben letzte Woche in
Und da werden zweiten in den Haaren Punkt geholt und warum soll das dann in Bull auch funktionieren? Andersrum, bringt uns ja fast schon ja nichts mehr. Wir müssen ja gucken, dass wir so mal Dreier landen. Und vielleicht ist das auch zur Zeit für uns ein bisschen einfacher, wenn wir hinten kompakt stehen und schnell nach vorne kommen können. Ja, wir werden versuchen, nächste Woche vernünftig zu arbeiten und nächste Woche in Bull versuchen, wieder die Punkte zu holen. Richtig, Achim. Kopf hängen lassen gilt nicht, haben wir noch nie gemacht hier in Nierfeld. Wir machen das jetzt, glaube ich, schon 15 Jahre zusammen. Und da geht es einfach nur nach vorne und ich denke, irgendwann, da knallt es auch wieder in unsere erste Mannschaft und ein bisschen Glück gehört immer dazu beim Fußball. Ja, Florian, euch für die Restsaison, fürs Umsetzen, viel Glück und wünsche euch alles Gute. Achim, wir machen das schon. Ich wünsche euch allen noch einen Ostermontag, einen schönen Ostermontag. Denke mal vielleicht beim nächsten Heimspiel gegen Mariadorf hier am 10.4. Dankeschön, Rainer. Okay, schönen Abend. Tschüss. So,